Goedes morgens alle. Sehr wenig Frau dort, wie kennt opkomen ze dit. En ik denk een klein beetje aan den storm, wat design zal komen van der, het zal zeer windig worden. En wanneer het windig worden dat en wie hier zijn in deze stad zijn, in dit gebied zijn we beschützt. En zo is het ook in ons leven. Wanneer we in Jezus Christus zijn, wanneer de storm komen dat, we kunnen ons right merken dafür, dat we in een gebied zijn, dat we in een stad zijn, wo we beschützt zijn. En dat is in Jezus Christus. Er zijn dingen in ons geloven, een Christ zijn, wo we verken vreun hebben. En vandaar waar we in de tags doorgaan, in 5 Mose kapitel 7, en ik twee zinnen doortreden, en reden we van het eerste poort, en ik zei hier is zoveel in dit kapitel, we willen dat een tweede poort doen, en zo vandaar is dat tweede poort van 5 Mose kapitel 7. En in deze kapitel zegt God dat de Israëlieten zijn die mensen, wo we in dat land leven doen, wo ze neertrekken doen, alle aanbrengen. En ik weet niet wat je dat gaat, maar wanneer we dat lezen doen, dat is schwer te verstaan, wo past het op met een God, wat ons leven deed. En dan wieder in deze kapitel lezen we ook, dat God heeft een verspreking gegeven, dat wer am navolgen wordt, met antwoord dat niemand slecht kan. Zo willen we dit dan verstaan, wat we ons leven zijn doen, en dat niet alle fijn gaat. Zo wieder gaan, we ontvangen met een gebed. God in Himmel, we zijn dankbaar, dat we ons kan naar die geven. We kunnen ons beschützen laten, niet wat we doen, maar door die kracht. En wilt Jezus op een kruis gestorven is voor ons. We beten niet in God aan wat wit af is, in God wat dood is, in God wat jengen ons is, maar we beten in God aan wat dichtbij is, wat levend is, wat opgestaan is van dood. We beten ook in God aan wat persoonlijk is. En God, ik bid dat die woord ons van deel, dat klaarmerken, wat die voor ons was, en dat die ons werkelijk goed was en gemeenschap was hebben met ons. We beten dit in Jezus' naam. Amen. So is ook een laatste mal zijn, dat is zeer wichtig, wanneer we deze kapitel doorgaan, dat we verstaan, wat is een bond. In Engels zeggen we, wat is een covenant. En dan een weg te vragen is, wat is een testament. We hebben de Bibel als in twee poorten, niet zo? Eerst is het Oude Testament, en dan niet is het Nieuwe Testament. De tweede poort. En dat woord wat testament wordt gebruikt, dat is hetzelfde wat we willen kunnen zijn, dat eerste bund, dat oude bund en dat nieuwe bund. Zodat het woord wordt gebruikt voor dit bed als datzelfde woord. So wat is dat dan, wanneer we dat in de oude bund lezen dan, de oude testament, waar nemen we dat dan aan, wie we in dat Nieuwe Testament leven dan. So we willen een klein beetje tijd nemen, dat we dat verstaan kunnen. So wat is een bund? Een bund is een contract wat twee personen of twee groepen mensen maken. Een bund is, ze verspreken beide personen of beide groepen, wat zij worden doen, dat is part van de contract, en de contract blijft vorig, zolang es beide erpoort doen. En ze gaan beide erpoort verspreken, en ze willen dat zijn dat de erpoort doen. So in het Oude Testament maakt God een bond met Israël. God verspreekt wat hij wil doen, en Israël wordt gezegd wat zij zullen doen, dat zij dat bond vorig kunnen houden. En zo dat moet we verstaan, als we in dit kapitel aangaan. En ik wil zeggen, de eerste 5 weken, wanneer we verstaan wat een bond is, dan is dat veel leichter te verstaan, wat zegt God en hoe kunnen we dat uitleven van deel. Zo willen we weer gaan en zeggen, wat is de oorzaak, waarom maakt God een bond met Israël? Dit zijn we van vers 5 tot 10. God merkt dat aan aanvang zeer klaar, dat zijn bond is niet, wils is Israël een bijzondere groep mensen is.
Hij sagt in de 7e vers, wanneer de Heer je goud gewast is en je wilt heeft, als dat niet, wil je een grotere volk werden als andere volken. Nee, je werden dat kleinste van alle volken. Wanneer we ons zijn wer we zijn, werden we niet zo denken. God heeft mij gewählt, wil ik een bijzondere mens zijn. En waar we zijn, wie is Mennoniten, werden we niet zo denken. God heeft ons gewählt, wil we bijzondere mensen zijn. Dat heeft niets te doen met wer we zijn, dat God ons gewählt heeft. Of God in een bund aankomen deed met ons. We worden later zijn, wat meint dat we een bund zijn. Dat als niet wil Israël een grote mensen werden. In de landen waar ze nagaan, de mensen die weer veel groter is de Israëlieten. Ik had het een beetje nagestudeerd en deze vers, dat is niet dat ze grotere mensen werden. Dat heeft te doen met de zonmensen, maar ook met wat grote Israëlieten werden. Weet je, in deze tijd, de Israëlieten die werden weinig wat hecher is 5 zo hoog. Vielleicht nog een beetje kleiner als dat. Dat waren de kleine mensen. En de land waar ze aantreden, de mensen die werden verken van 5 tot 6 zo hoog. Ze waren veel grotere mensen als Israëlieten. En zo God zegt hier, denk niet dat die bijzondere mensen zijn. Waarom heeft God het dan gewählt? Hij zegt in de 8e vers, zei klar, de Heer wie junt bloos goud. Vielleicht kijk je even en zijn wer je bevrijd zijn. En je denkt een beetje zu jezelf, ik heb mijn partner niet bevrijd, weil es dort een kleuke is, zo zij schmackloten dat. Ik heb me best met gevraagd, waarom bevrijd je niet? Willst du weer live? Je komt in een bond aan, willst du weer live. Dus allemaal een andere persoon wat schmackloten dat. Dat is allemaal een andere persoon wat sterker is. Maar waarom wie wir bevrijd zijn, waarom bevrijden we ons? Willst we leven als partner. En zo is het ook, dat is waarom God in een bund aankomen deed met Israël. Wilt hij leeft aan. En de derde part is, wilt God entwählen deiden. De zesde vers zegt, denk eran, je bent als volk den Herrn je God gewählt. Je bent van hem gewählt, dat je zijn eenheid volk zullen zijn. God wählt Israël als zijn eenheid volk. En hier zal we zijn dat life en wählen, dat past hoop. Life is niemals biblisch life, is niemals bloos een feiling. Life, biblische life, is allemaal verbonden met wählen. En dat is waarom de eigen bund is verbonden met wählen en life. Een mens heeft life en ze wählen dat dat life wordt zeker blijven. En taub, wählen en life houdt dat eigen taub. Zo is het ook in dit bund. God zegt hij heeft life en hij heeft het ook gewählt. En wieder God heeft dat verspreken nou die wat eigen komen deiden. In de tweede poort van de 8e vers zegt hij houdt dat wat hij hun voeders op de aard verspreken had. God kon niet en God deed niet teruggaan aan dat wat hij verspreken heeft. Hij mocht een verspreken naar Abraham en hij wil den verspreken ook houden. Zo is het ook met ons. Want God wat verspreken heeft, hij ons dat duidelijk gemerkt heeft, hij ons dat klar gemerkt heeft, en hij ons wat verspreken deed. Wie kan ons zeker zijn? Wie kan zeker aan dat staan wat God ons zeggen deed? God, zijn verspreken, heeft geen Fehler. Die zijn 100% te vertrouwen. So, wenn wir was in der Bibel lesen, dann, wie das recht verstehen, dann, wir können das annehmen, wir können das 100% vertrauen. Und dann, warum wählt Gott Israel? Wilt hij je reich weer. En wilt hij true weer. De 9e vers zegt es dit.
Denkt daran, dass Herr Gott der einzige Gott ist. Er ist ein Gott, auf wem einen seine Vertrauen setzen kann. Und sein Bund in seine treuhaftige Leben bei tausende Generations behält. Mit der Janja, die am Gott sind und die seine Gesetze halten. Gott ist gerecht. Und er wird die belohnen, was gerecht sind. Aber mit dit ook, wie zijn de tieren der Farsch, Gott wird auch die strafen, was gängen am sind. Er sagt, und er ist auch der Gott, der offenbar Straf bringt. Ab die was gängen am schaffen. Kann wir hier sein, er sagt, dass sind als verbunden mit gängen Gott sein. Wenn wir gängen Gott sein, dort bringt Sinn. Und wenn wir wählen, zum Sinn leben, dort beweist, wir sind gängen Gott. Aber in der Vers, was mich einmal interessiert, ist in 1. Johannes Kapitel 1, der 9. Vers. Hier redet Gott von uns vergeben. 1. Johannes Kapitel 1, der 9. Vers sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, es sei treu und gerecht und vergibt uns die Sünden und reinigt uns von aller Gerechtigkeit. Von dieser Vers, warum hat Gott uns vergeben? Weil es gerecht ist. Und das ist viel, was ich hier kann sein. Und ich kann eine Botschaft gebracht an diese Vers. Aber weil es Gott gerecht ist, dort hat eine Drieb geben, um uns vergeben. Und Jesus Christus hat alles betont am Kreuz. Dort Gott kann uns vergeben und doch gerecht sein. Und Gott hat uns dort versprochen, wann wir wollen, nur am gehen. Und wir wollen unsere Sinnen bekennen, er ist gerecht, er hat dort versprochen, er wird unsere Sinnen einmal vergeben. Und dann der zweite Part. Gott sagt, wann Israel wird das Bund halten, dann wird er entsenden. Da kann ich Titel, die Versen noch lesen, bei 12 bis 15, sagt er, all die Dinge, was wollen. Ein paar Dinge sagt er, wann Israel wird den Bund halten, er wird Leib wiesen, er wird seine treuhaftige Leib wiesen. Und ich glaube, hier muss wir dann verstehen, dass das Port ist von der alten Bund. Oder wir würden gerne sagen, wo verstehen wir dort, wo Gott uns das Christenleib bewiesen hat. In der Alten Testament, wir sehen von dieser Vers, dort Gott seine Leib, der wird bloß bewiesen nur da, was der Bund halten. Gott, und wir würden gerne sagen, Menschen müssen sich den Leib verdienen. Wenn sie würden Gott leben, dann wird Gott seine Leib zurückgeben. Wo nehmen wir dort an, als Christen? Gott hat eine Leib für die ganze Welt, sagt Johannes Kapitel 3. Gott seine Leib ist so groß, dass Jesus Christus starb am Kreuz, um unsere Sünden zu vergeben. So Gott, seine Leib, ist für jede Person. Aber bloß die, die in Bund kommen mit Gott, durch Jesus Christus, kann in der Leib leben. Und die Gerechtigkeit, die durch Jesus kommen wird, die bedacht uns, und wir sind immer reich mit Gott. Und in der Weg ist Gott seine Leib immer durch für uns. Wir brauchen nicht Gott seine Leib verdienen, das die Israeliten mussten in dem Alten Testament. Aber wenn wir in Sinn leben und ab Fleet so leben, dass wir jungen Gott leben als Christen, dann können wir aber eine Gemeinschaft haben mit Gott. Die Gemeinschaft ist zwei. Und dann können wir das Leben nicht ganz beleben, so wie du ist. Und dort ist wichtig, dass wir verstehen, was der Unterschied ist zwischen dem Alten Bund und dem Neuen Bund. Wieder sagt sie wollen viele Nachkommen haben. Und dann sagt er, dass sie wollen, die Ernte, was sie gesehen, die Flecke wurden gesehen und die wollen viel Schub und Vieh haben. Und dann sagt er wieder, dass Gott wird von allen Krankheiten heilen. Sie wird die Krankheiten von ihnen wegnehmen. So, wo verstehen wir das dann? Wie kann alle Söhne, was krank sind?
Wie kann Christen wel krank zijn? Je zijn zonen van deel wat Christen zijn en je zijn krank. Zowel verstaan we dan dat ze zijn wat God Israël versprechen deed. Ik wil uitsluitlich zijn dat God kan en God deed mensen heilen. Ik geloof verder niet van deel, dus een man wat bij 20 jaar terug, durch in je bed en durch aanzalven wordt je heild. En ik wie zeer krank en je weer mijn geschicht kennen doen, je weten dat er weer God zijn wonderteken wordt, hij deed, wo ik kors word. Aber was soll wir diese Versen verstehen? Soll wir das verstehen, das Versprechen, was einmal wird passieren, wenn wir Gott noch folgen? Hier ist es wichtig, dass wir verstehen, dass das ist ein Bund, was Israel hat mit Gott, und wir sind in einem anderen Bund. Ich glaube, ein Beispiel, was ich brauchen, um das zu erklären, ist das. Ein paar Jahre zurück kamen wir uns eine frische Wein, und wir hatten eine Wein, die wir eine bleibe Wein, wie nutzen die Wein so sehr gut als wir können, die Wein, die wir nicht vertrauen. Wir sehen Ferken, wir wollen nicht wieder die Wein fahren, als wir gehen wollen. Und wir haben uns das Geld gesaved und dann führt wir in eine frische Wein, die wir in meisten nie Wein, wir kaufen uns meisten nie Wein. Viele von ihnen haben die Wein gesehen, dass wir die rote Wein, was wir einmal fahren, die nicht wissen, dass wir meine Wein, will zu sehen, die hängen Lethbridge an der Wein, nicht so? Der Wein ist nicht mehr, aber wenn wir die Wein kippen, Part von der Deal, was der Dealership hat, wir würden in Vorrichtigkeiten von der Dealership, die würden uns in Sons Alan Jackson Konzerttickets geben. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen Alan Jackson gelesen hat, aber er ist ein Sänger und er ist viele kennen, wer er ist. Und so, wir kaufen diese Van und dann kriegen wir Tickets in Sons, sodass wir können Alan Jackson von seinem Konzert. Und das ist, was wir deuten. So, was würde es dann sein, wenn eine Person hier, dass diese Dealership jäuf free Tickets rüht? Wird irgendeiner gehen und sagen, ich will look Alan Jackson sein, mir viel Tickets. Und sie würden Martin die Tickets geben. Wir würden verstehen, aber die Dealership, die dürfen nicht so tun. Warum? Bloß solche, die in den Bund nachkommen, haben die Versprechen, dass sie die Tickets würden kriegen. Bloß die, die würden in Vorrichtigkeiten von ihnen, die kämen diese besondere Bund an, würden dort kriegen, was Port von dem Bund wir. Und so ist es auch, wenn wir als Christen, wie wir von der und Tag leben, wenn wir sein Wort in diese Phasen sein, wir machen uns fragen, ist dort Port von dem Bund, was Israel hat mit Gott, oder ist dort Port von dem Bund, was wir haben mit Jesus? Und ich würde sagen, wenn wir das Neue Testament lesen, dann der Bund, was wir in Jesus Christus haben, ist meistens jährlich. Das ist meistens zu tun mit was kommt in aller Ewigkeit. Was sagen wir in Jesus Christus? Wir sind nie Menschen. Uns Jesus wird nie gemerkt. Wenn Gott uns sehnen wird, das ist durch, was jährlich ist. Und wie die Titan, Hebräer Kapitel 8, der das erklären, was meint das, dass wir in das neuen Bund leben tun. Und ein Ding ist sehr klar, aber der Bund, was wir in Jesus Christus haben, ist viel besser als der Bund, was Israel hat mit Gott. Das Bund, was wir haben, können wir uns nicht verdienen. Dieser Bund, was wir haben in Jesus Christus, ist sicher im Himmel. 1. Petrus Kapitel 1, das 4. Vers sagt uns dort, du wagt für uns eine Aufgabe, was sicher steht im Himmel. So wir haben einen größeren Bund, was wir in Leben tun. Wir sehen im Neuen Testament, dass Gott erst der Weg für seine Kinder, die wollten Jesus Christus sein, hat er entsehen, aber dort erst möchten, jährlich. Und ich weiß nicht, wie ihr das verstehen, aber ich würde lieber, dass ich jährlich war gesehen, als fleischlich. So, nun werden wir ein kleines Zeit nehmen für das Thema, wo wir das dann verstehen, dass Gott sagt, dass die Israeliten sollen, die wird in keinem Leben deuten,
ganz anbringen. Ich glaube, das ist eine Frau, wenn je dort nicht gefragt haben, vielleicht auch Lüdes, auf Stelle habe ich das Kapitel gelesen und gefragt, selbst, und die sind Frauen, was hierbei sind. Wo können Gott, was sagt, dass jede Person Gott ist, eine feit Menschen sein, sie sollen ordentlich feit Menschen anbringen, nicht bloß die, was Soldaten sind, aber die Kinder, dort Fei und die Frühes. Die, was nicht mehr einen Port haben in die Krieg, alle anbringen. Wo do wir das verstehen? Wo können wir das verstehen, das Port von was die Bibel uns lehrt, besonders, dass Gott live ist. Ich will ein bisschen ein paar Dinge reinbringen. Ich glaube, das ist vielleicht nicht eine ganze Antwort, aber wir können diese paar Dinge helfen uns besser verstehen. Wo können wir diese Dinge passen? Dass Gott ist live und dass Gott sieht, dass sie sollen das Volk ganz anbringen. Ich glaube, ursprünglich können wir das verstehen, dass Gott oder Israel sind nicht die einzige Gruppe, was Gott hier mit schaffen wird. Gott straft auch in Völker. Und wieder wir können verstehen, dass Gott jetzt nicht scheint, wenn er strafen wird. Hesekiel Kapitel 33, der 11. Vers steht. Und sagt an, Gott der Herr sagt ganz klar, du hast nicht, was mir daran gefällt, wenn ein Mensch in seine Sünde stirbt. Was mir gefällt ist, wenn der Sünder mit seiner Sünde abhört und lebt. Auch Vater jünt Israeliten ab, dort je mit jener Weise weh abhören. Woran soll je sterben? Gott sagt hier sehr klar, Gott wird dort niemals scheinen, wenn er ein Volk oder eine Person strafen wird. Gott ist nicht ein Gott, der lachen wird, wenn er wem strafen wird. Und wenn wir diese Versen lesen, dann Kapitel 7, wir sollen nicht ein Bild haben, wo Gott freundlich kicken wird und er sieht, wo die Israeliten dann gehen wird und merken, dass die Kinder dort. Gott wird dort nicht scheinen, aber er ist Port von Gott seine Strophe. Er wird viel lieber haben gehört, dass diese Menschen würden umkehren und lieber Gott nur folgen. Noch ein Ding, was ist klar von diesen Versen, wenn wir den mit Leser durchlesen, dann, ist dort, wenn Gott sagt, alle umbringen, dort ist ein bisschen, die wird, was er brauchen, die sind übertrieben. Was ich meine mit das ist, Gott hat vielleicht nicht gemeint, dass sie sollen jede Person wörtlich alle dort machen. Er sagt in den nächsten Versen, dass sie sollen sich nicht mit Ernst befrieren. So, wenn sie die alle haben dort gemerkt, wo würden sie haben können mit Ernst befrieren? So, das ist ein bisschen so zu verstehen, dass Gott meint, sie sollen sehr ernstlich die umbringen, so dass das eine Volk, die nicht mehr sind. Aber dass jede Person sterben wird, wie kann hier sein, dass das nicht wörtlich, was Gott meint wird. Wieder, wir müssen dort weiten, dass Gott hat das moralische Recht und die Gewalt zum Leben geben und Leben nehmen. Gott allein ist der, was kann sein, wer leben wird und wer sterben wird. Er hat uns gemerkt und er kann uns das Leben geben und auch nehmen. So, wenn Gott einen Mensch umbringen wird oder ein Mensch sein Leben nehmen wird, Gott ist nicht ein Mörder. Gott hat die Gewalt, um das zu tun. Warum ist das artig für uns, dass ein Mensch sein Leben bringt? Weil wir nicht den Recht haben, weil wir nicht die Gewalt haben, dass wir ein Leben nehmen. Uns ist die Gewalt und das Recht nicht gegeben. Wir sind nicht die, was die Menschen haben gemerkt. Aber Gott ist die, was die gemerkt haben. Und so, wenn Gott sagt, diese zwei Menschen sollen sterben, Gott hat das Recht, um das zu tun. Und dann sagen wir auch, wenn wir das studieren, dann, dass das Volk wir besondere Weise Volk Menschen. Wir brauchen dort wird Weis vielleicht ein bisschen glickartig nochmal.
Aber wir sein, wenn wir das studieren, dann wer diese Menschen wären. Diese Menschen wären besondere Menschen, die würden kleine Kinder opfern, nur ihre Aufjäter. Ich will das nicht zu dries sein oder zu klar sein, was sie deuten, aber sie würden ihre lebende Kinder, kleine Babys, auf eine eiserne Alttür absagen, dass sie würden dort 4 Jahren rollen. Und mit dort dachten sie, dass sie würden ihre Aufjäter befriedigen. Und sie wären besonders Menschen, die bei uns wären. 3. Mose, Kapitel 18, 21 Sachen wird von was sie deuten. Du sollst auch nicht ein von deinen Kindern, den Aufgott Moloch, als Opfer verbrennen. Willst du mit, dass du Gott sie Namen verehren? Ich sie dich Herr. Und wir sind noch in 1. Mose, das erste Buch in der Bibel, in Kapitel 15, redet Gott ein klein bisschen von dem Volk, was er wird anbringen. Und von 13 bis 16 sagt er wird das Volk 400 Jahre geben zum Umkehren. Was der Sinn vollkommen werden, dort er wird strafen. So Gott gibt das Volk, die Kanaaniter, 400 Jahre, dort sie würden abhören, aber die Kinder, sie steht opfern nur der Aufjäter. 400 Jahre Geduld gibt Gott das Volk. Und wenn der Sinn vollbracht wird und Gott sieht, dass er wird nicht umkehren, dort ist, wo Gott Israel brücken deuten, zum Strafen. Und ich will von dir schließen mit das. Vielleicht bist du hier oder Lothar, wenn du das on Radio oder online hören das. Du bist so älter geworden. Du hast so ein ganzes Leben gelebt. Und über diese letzten Jahre, als Gott geduldig war mit dir. All diese Jahre hast du ihm oft gesagt. Und Gott raubt dich nach von dir und Tag. Und wenn du älter bist und du hast das ganz klar, wo du kannst zurückkommen und Gemeinschaft haben mit Gott, ich will von dir die anrufen. Lass nicht einmal da vorbeigehen. Du Gott nicht einmal da auf sein. Willst du kämpfen da, wo alle Sinn wird gestraft. Gott ist nicht willig, dass irgendeiner verloren gehen wird, aber dass alle zu seiner Rettung kommen wird. Gott ist geduldig, dass wir hier sein dürfen. Und Gott will jeder Mensch raten. Da wir schließen mit einem Gebet. Liebe himmlische Vater, wir sein hier, dass du bist gerecht. Wir sein hier, du bist geduldig. Wir sein hier, dass du bist uns gut. Und Gott, ich bete, dass wenn wir Versen lesen dann und wir verstehen ein klein bisschen, dass du bist gut und du bist gerecht. Help uns, Gott, dass es ewig geben nur die. Wir wissen, dass du bist da, wer in Bund sein mit dir gut. Und wir sind in Gemeinschaft mit dir. Und wenn es so sind von dir, was sind aufgegangen. Oder sind so, was noch niemals im Glauben sind gewesen. Gott, ich bete, dass du wirst und von dir und die selbst tragen. Dort keiner. Und dann wir alt sein, jung oder alt, dürfen verloren gehen. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen.